von dir die Augen verbunden hat. Du möchtest ihm aber unbedingt von einem Bild erzählen. Obwohl er es nicht sehen kann, soll er wissen, was darauf zu sehen ist. Genau das machst du bei einer Bildbeschreibung. Am Anfang nimmst du dir Zeit, das Bild ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Mache dir dabei Notizen, denn das hilft dir später beim Schreiben. Überlege, um welche Bildart es sich handelt. Ist es ein Gemälde, eine Karikatur oder ein Foto? Dann schaust du dir an, was auf dem Bild zu sehen ist. Super! Jetzt erfährst du, wie du aus deinen Notizen einen Aufsatz machst. In der Einleitung nennst du alle allgemeinen Informationen, die du zu dem Bild kennst. Gib an, um welche Bildart es sich handelt. Dann führst du den Namen des Künstlers auf, den Titel des Bildes und wann und wo das Bild entstanden ist. Zum Schluss schreibst du, was du auf den ersten Blick auf dem Bild erkennen kannst. Am Ende könnte dein Einleitungssatz so aussehen. Das Kunstwerk Der Wanderer im dunklen Tal von Karl Hübner ist aus dem Jahr 2013. Heute befindet sich das Gemälde im Stadtmuseum Mülheim. Es zeigt einen Wanderer, der an einem Bergbach sitzt und die Landschaft betrachtet. Im Hauptteil geht es dann darum, das Bild in allen Einzelheiten zu beschreiben. Bleibe dabei aber sachlich. Das heißt, dass du die Tatsachen beschreiben, aber nicht bewerten sollst. Zuerst überlegst du, aus welcher Perspektive das Geschehen gezeigt wird. Aus der Froschperspektive, also von unten, aus der Normalperspektive, also auf Augenhöhe, oder aus der Vogelperspektive, also von oben? Bei der weiteren Beschreibung beantwortest du zum Beispiel folgende Fragen. Was zeigt das Bild? Was befindet sich im Vordergrund? Was im Hintergrund? Siehst du Personen? Was tun sie? Wie sieht die Landschaft aus? Folge dabei am besten einer bestimmten Richtung, damit du den Überblick behältst. Du kannst etwa zuerst den Vordergrund beschreiben und dann den Hintergrund. Das schauen wir uns mal an einem Beispiel an. Im Vordergrund des Bildes sieht man links einen Mann aus der Normalperspektive. Er sitzt an einem Bach in einem Bergtal. Links von dem Wanderer wehen 2 zerrissene rote Fahnen. Rechts, am anderen Ufer, fliegt ein Vogelschwarm. Den ersten Teil deiner Bildbeschreibung hast du schon einmal geschafft. Jetzt kannst du noch weitere Fragen zum Bild beantworten. Welche Farben werden verwendet? Wie ist das Licht? Welchen Ausschnitt zeigt das Bild? Gibt es eine Beschriftung? Was fällt dir besonders auf? Wie du dabei vorgehen kannst, zeigen wir dir nochmal an einem Beispiel. Die Farben im Vordergrund sind dunkel. Das Bild zeigt den gleichen Ausschnitt, den der Mann in dem Bild auch sehen kann. Im Hintergrund sind die Felsen heller. Perfekt. Im Schluss fasst du deine Gedanken noch einmal kurz zusammen. Du kannst sagen, wie das Bild auf dich wirkt. Überlege dir zum Beispiel, welche Stimmung es zeigt oder welche Botschaft es vermitteln soll. Aber Vorsicht, auch in diesem Teil solltest du sachlich bleiben. Sehr gut. Bei der nächsten